Hier, Hansen, Bramskamp. Sie müssen ihn suchen. Mein Mann natürlich, wen denn sonst? Er ist verschwunden. Na, Hansen, Hans Hansen. Wozu sind Sie von der Polizei? Hören Sie, ich warte seit 20 Minuten auf ihn. Ja, aber sonst kommt er immer auf die Minute. Blöde Bullen. Können sich keine gute Ehe vorstellen. Lisbeth? Müller? Wieso Müller? Ich will mit Lisbeth reden. Na, 5, 6, 1, 8, 7, 5. Ja, na und? Wegen einer einzigen verkehrten Zahl muss ich doch nicht gleich ein anderer melden. 5, 6, 1, 8, 7, 5. Lisbeth, na endlich. Ist Hans bei euch? Nein? Ach du liebe Zeit. Na ja, das gibt so viel schlimme Unfälle. Malheur mit dem Wagen wäre noch das Beste. Ja, sein Wagen geht ja leicht mal kaputt. Ach, was sag ich? Der wird ja bloß noch von der Farbe zusammengehalten. Was? Also nein. Also das bestimmt nicht. Also, ich sag mal, abgesehen von mir, weiß Hans gar nicht, was eine Frau ist. Oh, er ist da. Gott sei Dank. Grüß Werner schön. Tschüss. Hans, wie siehst du denn aus? Ist das die Kurbelwelle? Nee, der Auspuff. Nix von Autos verstehen, aber fahren. Was stinkt denn da so? Ja, das Ding ist glühend heiß. Fass du mal sowas an. Komm her, ich mach das schon. Doris, nicht, du verbrennst dich. Ach, dummes Zeug. Ich steck doch auch meinen Finger in heißes Wasser, um zu sehen, ob es kocht. Ich bring das Ding in die Garage, wo es hingehört. Wozu brauchst du den Auspuff noch? Zum Reparieren. Soll ich uns aus dem Autoladen neuen besorgen? Doris, du hast mir versprochen. Weißt du, große Sachen fallen nicht so auf wie Lütte. Du hast mir fest versprochen, Ja. dass du nie wieder was mitgehen lässt. Niemals, das tut man nicht. Ja, ist ja schon gut. Ich tu das ja nie wieder. Doris. Ehrlich, Hans, das ist vorbei. Ich hab das ja auch bloß getan, weil ich mich oft so allein gefühlt habe. Ja, aber Und weil ich was erleben wollte. wer hat denn wieder die Tür offen gelassen? Du natürlich. Ach so, ja, ich natürlich. Ja. Doris, das kann mich mein Beruf kosten. Ja, ist ja schon gut. Auf jeden Fall wäre ein neuer Auspuff billiger. In dem sind doch schon die Motten drin. Oder ein neues Auto. Also kauf dir endlich einen neuen Wagen. Mein Wagen? Mein Wagen ist wie mein Bruder. Ich kann deinen Bruder nicht ausdehnen. Lass ihn verschrotten. Ach, unmöglich. Was soll er denn von mir denken? Ach Mensch, der denkt nicht. Das ist ein Auto. Ein Auto ohne Seele. Vielleicht hat ein Küchenherd ja keine Seele. Aber ein Auto hat eine. Hans, wir haben doch das Geld. Ja, wir brauchen was in der Rückhand. Mann, was glaubst du, wie viel Schulden die Leute haben? Ach, Rückhand. Dann sind wir eines Tages die reichsten Leute auf dem Friedhof und haben nie richtig was von der Welt gesehen. Das bisschen, was wir haben, das erbt unsere Tochter. Das ist nicht verloren. Na ja. Schön und gut für Ulla. Aber schaff du dir endlich einen neuen Wagen an. Was ist das denn? Oh, ich hab mich ein bisschen verbrannt. Ja. Oh, komm ins Bad. Ich habe eine Brandsalbe für dich. Na nu. Müllwagen. Unsere neuen Nachbarn kommen. Oh nee, auch das noch. Bottlangs waren doch ganz prima. Die waren langweilig wie ein Schluck Wasser. Vielleicht bringen die Neuen ja ein bisschen frischen Wind in die Bude. Ich brauch keine neuen. Da, siehst du? Mhm. Da geht schon los mit dem Ausladen. Oh, diese ewige Hin- und Herzieherei ohne Sinn und Verstand. Jeder sollte da bleiben, wo er ist. Oh, guck mal die Lampe. Eine Blütenglaskrone. Blütenglas, ach du liebe Zeit. Eine Blütenglaskrone wollte ich schon immer haben.
Jetzt kommen die Teppiche. Velourteppich Nepal aus deutschen Landen, frisch aufs Parkett. Und ein Flocati. Ein was? Flocati. Flauschiger griechischer Rundteppich. Ach, kuschelig. Vielleicht treiben Sie es ja am Flocati vorm Fernseher. Vom Fernseher? Das lenkt doch ab. Von der Liebe? Nee, vom Fernsehen. Oh, kommt ja auch drauf an, was für ein Programm eingestellt ist. Doris, das kann ja wohl nicht angehen. Ja, nun kippt man nicht gleich aus dem Puschen. Biedermeierstühle. Ist das nicht ein Wasserbett? Ja, mach wohl. Wir kennen ja nichts davon. Wasserbett und Flocati, du, das kann ja lustig werden, ne? Da, jetzt kommen Sie selbst. Lunch, ja, natürlich. Sportlich, sportlich. Meine, ich würde mal meine Schweizer trinken in so einer italienischen Sardinenbüchse. Ach, und wir bremst, du. Wichtig Kuss. Tja, je jünger der Fahrer, desto schärfer bremst er. Ey, gut sieht er aus, unser neuer Herr Nachbar. Ja, Typ Mafiosa Casanova. Der beglückt nicht bloß seine Frau. Ach was, vielleicht bringen Sie uns ja was. Ja, Wasserbett und Flocati. Was jetzt denn? Ja, und jetzt stoßen Sie ein bisschen mit dem Anhänger zurück, ne? Nein! Mein Wagen! Er hat meinen Wagen angebumst. Na und? Kaputter kann er doch nicht mehr werden. Ach, Doris. Aber ist doch wahr. Die neue Beule fällt doch gar nicht auf an deiner alten Kiste. Ramponiert ist ramponiert, das muss er reparieren lassen. Und das ganze Heck gleich mit. Den werde ich auf den Pott setzen, du. Lass mal, Sie kommen schon zu uns, die Neuen. Gleich klingeln Sie. Da. Ah, ja. Oh. Ah, ja. Er kriegt was von mir zu hören, du. Hallo, die neuen Nachbarn sind da. Vielleicht mal Ihnen guten Tag sagen. Guten Tag. Aber bitte kommen Sie doch rein. Oh, wie hübsch. Das ist aber nett von Ihnen. Oh nee, das ist Ihr Oleander aus dem Vorgarten. Den haben unsere Möbelpacker runtergetrampelt. Leider. Das macht doch gar nichts. Na, hör mal. Wir bringen Ihnen 9 Oleander aus der Gärtnerei. Und der Fahrer hat Ihren Wagen angebumst. Nee, was Sie nicht sagen. Schlimm? Bloß die Stoßstange und ein Scheinwerfer. Das bringt die Versicherung von der Spedition wieder in die Reihe. Entschuldigung. So, und nun erstmal guten Tag. Hans Hansen. Woher kennen Sie meinen Namen? Wieso Ihrer? Das ist meiner. Ja, aber lieber Mann, ich muss doch wissen, wie ich heiß. Augenblick mal. Sie heißen auch Hansen? Natürlich. Und mein Mann heißt Hans. Was denn, wirklich? Hans Hansen? Also wirklich Hans? Hans Hansen, seit ich auf die Welt gekommen bin. Ich kann da nichts für. Das ist ein Ding. Ja, also gestatten, Hans Hansen. Das ist ja ein Ding. Hans Hansen und Hans Hansen. Nein, sowas. Naja, so selten ist der Name eigentlich auch wieder nicht. Ja, aber auch noch derselbe Vorname. Augenblick mal. Heißen Sie vielleicht auch noch Doris? Christine? Also, das wäre ja ein Spaß gewesen, Also ne? dann, guten Tag, Frau Hansen, ne? Christine Hansen. Ja, Christine, das geht einem gut über die Lippen. Mhm. Na, Doris aber auch. Doris. Ja, das klingt gut, Frau Doris. Vielen Dank, Herr Hansen. Hans, darauf müssen wir trinken. Holst du mal einen Buddel Sekt? Oh, ich kenne mich in Ihrer Küche noch nicht so gut aus. Ich meine doch nicht Sie, Herr Hansen, ich meine doch meinen Mann. So, na dann. Aber dass wir so heißen wie Sie, das ist ein Glücksfall. Und darf ich, schöne Frau Nachbarin? Ja, ich glaube, wir könnten uns gut verstehen. Ja. Ah, der Sekt. Sonnenanfang lasse ich mir gefallen. Ganz und gar neue Gegend, alles fremde Leute und dann gleich so nette Nachbarn. Wahnsinn! Hansen und Hansen. Das klingt wie ein Familienunternehmen. So, bitte, gleich geht's los. Danke. Ja, Was denn? Das ist doch kein Sekt. ja, aber hier. Champagner, Teufel auf! Naja, wenn
Alle neue Hansens einziehen. Also dann, zum Wohl. Prost. Prost. Prösterchen. Und? Der ist gut. Chrissy, unsere Nachbarn können die Puppen tanzen lassen. Nee, Herr Hansen. Die Flasche habe ich von einem Klienten, dem ich mal so ein bisschen helfen konnte. Was denn? Anwalt? Nee, ich habe mehr so ein bisschen besonderen Beruf. Ach, erzähl Sie schon. Machst du mal. Mein Mann ist Schuldnerberater. Was? Der berät Leute, die Schulden haben. So viel Schulden, dass sie nicht wieder loswerden. Und er hilft ihnen so weit wie möglich aus der Klemme. Chrissy, dann sind wir an der richtigen Adresse. Ein Schuldenberater, Wahnsinn! Nee, nicht Schuldenberater, Schuldnerberater. Ich berate ja nicht die Schulden, sondern die Leute, die Schulden haben. Also, auf jeden Fall höllisch interessant. Prost! Und was sind Sie von Beruf, Herr Hansen? Vertreter. Immer unterwegs. Jede Nacht in einem anderen Bett. Wenn man nicht gerade mal zu Hause ist. Hm? Ja, und was sagen Sie dazu? Och, ist doch schön, wenn man ab und an für sich ist. Und wenn Hans unterwegs ist, dann habe ich ja auch meine Freiheit. Freiheit, so. Und in was reisen Sie? Versicherung. Arbeiten Sie auch? Ja, ich gebe Englischunterricht. An der Volkshochschule. 6 Stunden die Woche. Und Sie? Ich mache ab und an Funk. Was denn? Hörspiel. In der Taxirufzentrale. Als Aushilfe. Ja. Daher kenne ich Ihre Stimme. Fährst du denn Taxi? Naja, mitunter bestelle ich eine für meine Klienten. Wer Schulden hat, hat auch das Geld zum Taxifahren. Oder wenn mein Wagen mal kaputt ist, dann muss ich natürlich Gute auch... Nachbarschaft. Ja. Auf gute Freundschaft, liebe Hansens. Was hat das zu bedeuten? Der Briefträger kommt. Hansen! Achso, Sie meinen, wenn er jetzt... Stellen Sie sich bloß mal vor. Ich rufe in Garten Hans und Ihr Mann kommt angelaufen. Mit Vergnügen, Frau Doris. Oder wir kriegen den Hauptgewinn in einem Preisausschreiben, das Sie ausklamüstert haben. Ja, und Ihr Mann wird festgenommen und meiner war gemeint. Ja, oder... Ein Killer ist hinter Ihnen her und aus Versehen bringt er mich um. Tag, die Herrschaften. Post für Hansen. No more time. Können doch nichts dafür, dass Sie so heißen wie wir. Es gibt Schlimmeres, als dass ab und an was verwechselt wird. Und Sie sind immer so vergnügt. Wer vergnügt ist, kennt das Leben nicht. Aber Hans, ohne die beiden wären wir nie in ein Open-Air-Konzert gegangen. Ja. Oder zum Holen. Oder auf dem Fischmarkt. Ach, mein Lebtag nicht. Ja, fürchterlich, ne? Und dann dieses eifrige Getue von ihm, wie er sich anstrengt, dich mit seinen Komplimenten zu überschütten. Mich strengt das nicht an. Dieser Luftikus. Ein bisschen Luftikus könnte dir auch nicht schaden. Du, und dann dieses Getue vor der Tür, wenn sie sich wiedersehen. Als wenn sie sich eine Ewigkeit nicht gesehen hätten. Das Getue könnte mir gefallen. Ja, von ihm. Hm? Erstmal von dir. Ja, aber wozu denn bloß nach all den Jahren? Man muss sich immer Mühe geben. Ja, aber wenn man sich hat, ist das doch alles nicht mehr nötig. Also wirklich, Hans, du hast ein Gemüt wie ein Schlachterhund. Die Post ist da. Kann ich reinkommen? Aber bitte, Herr Lockstein, Sie sind ja schon drin. Oh, Frau Hansen. Haben Sie aber eine schöne, schmucke neue Frisur. Danke, Herr Lockstein. Endlich mal ein Kompliment. Ja, warst du beim Friseur? Ja. Merkt man gar nicht. Aber Herr Hansen, Nee, doch, nee, du, ganz ordentlich, ja. Bisschen kurz, wa? überhaupt nicht. Um ein Päckchen. Wir erwarten kein Päckchen.
Vielleicht haben Sie Ihrer süßen Frau ein Kleid bestellt. Oder eine Buddel Parfum. Ach, Unsinn, sie kauft sich alles selbst. Will ich hoffen. Aber eine Überraschung ist doch was Feines. So, dann machen Sie sich mal keine Gedanken drum, Herr Lockstedt. Überraschungen bringen bloß Ärger mit sich. Das ist doch bestimmt für unsere Nachbarn. Nee, Wormskamm 19D, nicht E. Ach, das will nichts heißen. Ich habe eine Postsache da abzuliefern, wo sie hingesteuert ist. Und ich weiß immer, für wen was ist. Sie wissen sicher eine Menge über uns, Herr Lockstedt, was? Eine Menge. Ich brauche einen Brief mal bloß in der Hand zu wiegen und ich weiß, was da drin steht. So, Bei eingeschriebenen Briefen weiß ich Mahnungen, Scheidungen, ganze Familientragödien. Na, und bei Postkarten, die muss ich nicht mal gegens Licht halten. sondern Was sich in dieser Straße abspielt. Hinter den verschlossenen Türen. Das weiß man bloß der liebe Gott besser als ich. Mahlzeit. Also der Lockstedt ist ein Spinner. Ja. Und das ist doch viel zu schwer für Parfüm oder ein Kleid. So, machen wir es doch mal auf, mal sehen, was Sie so kriegen. Wenigstens schenkt oder bestellt er ihr was. Das würde mir auch gefallen. Ist doch viel praktischer, wenn du dir selbst was kaufst. Nur so ein Geschenk ist doch ganz was anderes. So ein unerwarteter kleiner Zauber. Zauber, ja. Dann hättest du David Copperfield heiraten sollen. Ich meine Zauber, ohne Tricks. Einfach bloß ein netter Einfall. Was meinst du, was mir alles einfallen muss, damit sich die Gläubiger zufrieden geben? Ratenzahlungsstrecken, Zahlungsziele verlängern, alles sowas. Und denn, Doris, ich sag dir, der Hans von nebenan, der hat was Kriminelles im Gesicht. Also Hans, jetzt sagt das nicht immer. Doch, das soll mich überhaupt nicht wundern, wenn der mit Gangstern unter einer Decke steppt. Doris, Ja, was ist? sei doch mal still. Was ist denn? Sei doch mal still! Das Päckchen pickt. Päckchen tickt nicht. Das tickt. Warum? Da ist eine Bombe drin. So, wer soll uns denn sowas schicken? Ja, uns nicht, dem da. Wenn der in einer kriminellen Vereinigung oder Terrorismus oder sowas, da gibt es Gruppen, die bringen sich gegenseitig um, wenn einer ausdeicht oder singt. Singenden Verbrechen. Ach, Doris, das hätte doch verraten. Doris, wir haben eine Bombe im Haus. Hans! Hör doch mal. Ach du liebe Zeit. Nimm das nicht an. Zurück an den, der das abgeschickt hat. Zurück an Lockstedt! Doris, der hat sich doch schon längst aus dem Staub gemacht. Und du meinst, das kann... Da ist ein Zeitzünder drin, das kann jeden Augenblick in die Luft gehen. Ja Mensch, denn tu doch was! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du meinst das Land, wenn das Sprengstoff ist? Ja, wir müssen uns was einfallen lassen. Minensucher oder ein Polizei-Feuerwerker. Irgendjemand, der den Zünder lahmlegt. Das tickt immer lauter. Das ist das Zeichen, dass es... Tu was! Doris! Ich schmeiß es in den Garten! Nein, mein neuer Oleander! Willst du denn, dass das ganze Haus in die Luft fliegt mit uns da drin? Hast du das gehört? Das ist wirklich hochgegangen. Nee. Hans ist mit seinem Wagen da drüber gefahren, der Idiot. Doch wunderbar.
War ja auch sein Päckchen. Das linke Vorderrad ist geplatzt, doch um der Knall. Er kommt. Der ärgert sich auch noch. Unverschämt. Bei dir rappelt das ja wohl. Bei mir, wenn du über dein Päckchen kajolst. Was? Wenn du mein Päckchen aus dem Fenster schmeißt? Ich dulde keine Bomben in meinem Haus. Wenn ein Sprengstoffattentat auf dich geplant ist, will ich nicht in die Luft gehen und meine Frau auch nicht, dann gehst gefälligst du hoch. Bomben? Wie kommst du aufs Brennstoff, du Spinner? Dein Päckchen tickt. Und sogar sehr gefährlich. Verdammter Bringenklüteriger Idiot! Das war eine Uhr. Eine teure alte Tischuhr. Frankreich, 19. Jahrhundert. So schwer? Mit Marmorsockel. Kostbares Erbstück. Da in Dutt platt gewalzt. Warum fährst du da auch drüber? Was? Wenn du mir mein Päckchen vors Auto schmeißt, gehst du so mit dem um, was deinen Nachbarn gehört. Liebe Zeit. Hans, du musst entschuldigen. Was denn, du entschuldigst dich auch noch, wenn er uns Bomben ins Haus schickt? War doch keine. Das kann ich ja nicht wissen, wenn das tickt. Ich glaube, bei dir hat das nicht richtig getickt, Hans. Naja, wir wollen da nicht mehr von schnacken. Vergeben und vergessen. Hm? Ach, du vergibst mir, wenn du in geschlossene Ortschaft so schnell fährst, dass du nicht mal vor deinem eigenen Päckchen bremsen kannst. Sehr gut, sehr gut. Oh nee, du bist wirklich ein putziger Schlagmensch, Hans. Naja, kann ja nicht jeder Hansen Held sein. Hm? Augenblick, ich komme gleich wieder. Oh, Hans, haben wir uns ja ganz schön blamiert. Wir? Wieso wir? Wenn sein Päckchen tickt, Päckchen tickt! Uhren müssen wir ihm auch wieder heil machen lassen. So denke ich ja gar nicht dran. Oh, er kommt schon wieder. Hans Hansen. Aber sonst hat er so gar nichts von dir. Hätte ja auch noch gefehlt. Hallihallo. Eine Friedensrose. Besonders für dich, wunderschöne Frau. Oh, danke. Ich habe doch gar nicht Geburtstag. Du verdienst jeden Tag eine. Oh, danke, die ist aber schön. Hm, von einem kleinen Vietnamesen aus der Wunderbar. Du gehst in Bars. Na klar, wohin denn sonst, wenn man noch nicht müde ist? Du, da kostet was zu trinken mindestens 10-mal so viel als zu Hause. Na und? Aber man trifft dolle Typen, kommt ins Schnacken und Chrissy tanzt sich die Schuhe kaputt. Wirklich? Wenn ich nach Hause gehe, kann ich mitunter keine Hand und keinen Fuß mehr rühren. Und Chrissy, die kommt erst 2 Stunden später nach. Alleine? Bis jetzt, ja. Oh. Also, vergessen wir die Sache mit der Bombe, ja? Ich muss los auf Tour, wenn ich den Reifen gewechselt habe. Bis morgen. Wunderbaren Tag noch. Wunderbaren Tag. Wunderbar. Schöne Frau. Oh, Hans, meinst du mich? Ach was, ich habe nur sein blödes Blabla nachgesappelt. Rote Rose und der noch nicht mal in einem langen Stil. Nun beruhig dich. Das war einfach bloß nett von ihm. Nett, ja, dieser Forster Casanova. Blumen und nicht mal für die eigene Frau. Wenn er zumindest anders heißen würde. Ist denn das wirklich so schlimm mit dem Namen? Ja, ich habe gedacht, ich bin ich. Hans Hansen, unverwechselbar. Ne? Und dann womit mal irgend so ein Heini nebenan, der genauso heißt. Ist ja gräsig. Weißt du was? Das gibt 17.000 Hansens in Deutschland. Und davon alleine 721 mit dem Vornamen Hans. Woher weißt du das denn? Von der CD-ROM. Ich habe Lisbeth gebeten, nachzugucken. Ja, siehst du? 721. Kann ich mich ja gleich umbringen. Fällt dir gar nicht mehr auf, wenn mich das nicht mehr gibt. Doch. Mir fällt es auf. Pass mal auf. Keiner von den 721 hat solche Fingerabdrücke wie du.
Keiner tippt so auf der Schreibmaschine wie du. Mit dem linken Mittelfinger und dem rechten Zeigefinger. Und keiner krabbelt im Bett so niedlich an mich ran, wenn er was von mir will. Du ich nicht! Du bist du. Was ganz Besonderes. Da würde ich mir aus den anderen Hansels gar nichts machen. Ich schon. Oh, Tine. 721. Hallo Doris. Hallo Hans, schönen guten Tag auch. Ja, ich habe von meinem Hans gehört, die Geschichte mit dem Päckchen. Ich will hoffen, dass wir uns trotzdem weiterhin gut verstehen. Oh ja, ist alles wieder in Ordnung. Wir hatten eine Bombenstimmung. Eigentlich war das Ganze ja nicht komisch. Das muss ich unbedingt Ulla schreiben. Ach ja, Ulla, die haben wir noch gar nicht zu Gesicht gekriegt. Wann kommt die eigentlich aus London wieder? Och, die ist ja erst ein halbes Jahr weg. Ja, und ich habe so eine Sehnsucht nach unserer Ulla. Sag mal, wollt ihr eigentlich gar keine Kinder haben? Ach, wenn du mich so fragst, das Beste, was Hans und mir passieren könnte, das wäre ein Kind. Ja, und was spricht dagegen? Na, da gehören doch zwei zu. Naja, und Hans und ich, ach, ich weiß nicht. Am Anfang kann einem das leicht zu viel werden. Keine Nacht durchschlafen. Und die Angst, wenn sie krank sind. Und dann der Ärger mit dem frustrierten Mann. Fragt man meinen Hans mal, wie ihm damals zumute war. Aber wenn du meinst, das muss. Ja, das muss. Das muss wohl. Hans? Deine Frau ist auf Draht, die sagt, was sie denkt. Ja, immer. Oh, und nicht vergessen, morgen Abend. Phantom der Oper. Hier sind die Karten. Danke. Tschüssing. Tschüss. Tschüss. Ich freue mich schon. Frag mich mal. Was du so alles erzählst, Man kann mit anderen nur gut befreundet sein, wenn die auch was von einem wissen. ich kann es nicht ausstehen, wenn andere Leute was von mir wissen. So, ich gehe rauf, ich muss noch ein paar Sachen durchgucken für den Klienten heute Nachmittag. Guten Tag. Entschuldigen Sie, mein Name ist Alicia Schmidt. Ich habe hier gelebt, bis vor 5 Jahren. Ja, bitte, kommen Sie doch rein. Nein, danke, ich will auch nicht lange stören. Ich habe es sehr eilig. Ja, um was geht's denn? Ich wollte bloß ein Geschenk abgeben für Herrn Hans Hansen, nebenan. Zum 5-jährigen Jubiläum sozusagen. Warum geben Sie das nicht selbst ab? Es ist niemand zu Haus. Ich habe ihn seit damals nicht gesehen. Ist er noch so charmant? Oh, ich finde schon. Ja, wissen Sie, damals, mein Mann hatte mich sitzen gelassen mit einem Berg Schulden. Ich wusste mir kein Rat mehr. Und da habe ich Hans Hansen kennengelernt. Hans Hansen. Wissen Sie, Herr Hansen hat mich so lieb beraten und so persönlich. Wegen meiner Schulden. Er ist Experte in sowas durch seinen Beruf. Beraten. Persönlich, wegen Ihrer Schulden. Er war mein ganzer Trost. Und dann ist da natürlich mehr daraus geworden. Ich war so allein. Ich habe mich in seine Arme geflüchtet. So, wie lange ging das mit diesem Hans Hansen und seinen Armen? Ach, bloß 4 Wochen. Dann habe ich ja die Stelle in Tübingen gefunden und bin weggezogen von hier. Da war natürlich alles aus. Aber für die kurze Zeit, so ein lieber Mann, ich werde ihn nie vergessen, diesen Charme. Also, das würde ich nun nicht sagen. Das hat denn doch bannig nachgelassen. Ach, wie schade. Wenn Sie bloß wüssten, wie süß er damals war. Jetzt weiß ich das. Es war wie im Paradies mit ihm. Bei ihm habe ich meine ganzen Schulden vergessen. Wie war doch noch der Name? Alicia Schmidt. Alicia
Schmidt? Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Doris, hast du meine Aktentasche gesehen? War hier nicht eben jemand? Ja, Alicia. Alicia? Ich kenne keine Alicia. So, sie kennt dich aber sehr gut. Ja? Du hast sie mal beraten. Aha. Vor 5 Jahren. Sie ist immer noch bannig hübsch. Ja, ich habe viele Leute beraten. Aber die hast du besonders gründlich beraten. Hier ein Geschenk. Oh, danke. Von ihr. Aber ich kenne keine Alicia. Und dennoch hast du was mit ihr gehabt. Ja, wie kommst du denn auf sowas? Und hast mir das nie eingestanden. Weil es nichts einzugestehen gibt. Ich bin nie fremdgegangen. Ja, mein Lebtag nicht. Tut mir fast schon leid. Ein richtiger Mann geht fremd, ne? Alle gehen sie fremd. Bloß ich nicht. Also lüg doch nicht. Ist sie doch. 4 Wochen lang bist du. Sie ist ja immer noch ganz weg von dir. Ich kann dir nicht mehr vertrauen. Nie mehr. Denn nicht, denk doch, was du willst. Ja, das tue ich auch, wenn du mich jahrelang anlügst. Alicia. Schluss nun mit dem nahen Kram. Ich muss nun los. Ja, natürlich. Wenn's unangenehm für dich wird. Doris, wir sind so gut miteinander ausgekommen. Aber kaum hat man einen neuen Nachbarn, da passiert so ein Stück aus dem Tollhaus. Schuld daran ist doch bloß dieser Hans von nebenan. Überhaupt an allem. Er, wenn du fremd gehst. Schuldenberater. Natürlich er. Dieser Versicherungsheini, dieser Bombenleger, dieser Napfkuchen mit seinen Rosen. Mann, du machst ja ein Gesicht, als wolltest du ihn umbringen. Na, gute Idee. Was? Wir werden mir das überlegen. Hans. Also wenn Sie zumindest anders heißen würden. Ich verlange, dass Sie einen anderen Namen annehmen. Das könnten sie auch von dir verlangen. Oder wir einigen uns auf Hansen 1 und 2. Ich bin Hans Hansen, einfach Hans Hansen. Und er muss sich Hans Hansen römisch 2 nennen. Und werden wir dann zu ihm sagen, gute Nacht, Hans Hansen römisch 2? Und er antwortet, schlafen Sie gut, Frau Hansen römisch 1? Dein Schlaf geht Ihnen überhaupt nichts an. Das war ein Unglückstag, als Sie hier eingezogen sind. Also, jetzt geh in dein Amt. Wir werden noch darüber reden, wie das weitergehen soll. Wenn überhaupt. Doris. Geh. Wie du willst. Herr Lockstedt, ja, Sie haben mir gerade noch gefehlt. Entschuldigung. Hab noch was vergessen. Hab noch einen Nachname. Herr Lockstedt. Ich war noch in Jensens Grub. Ja, und? Sie kriegen noch Posten. Mann, welche? Ich komme noch nicht mehr mit klar. Das ist alles zu viel für mich. Suchen Sie sich raus, was Sie brauchen. Ich schaff das nicht mehr. Man nicht so aufgeregt, Herr Lockstedt. Das sagen Sie so. Wenn eine solche Augenweide von Frau wie Sie jeden Tag sieht. Nee, sonntags nicht. Herr Lockstedt, Sie müssen Beruf und Privatleben auseinanderhalten. Ja, Frau Hans. Und nüchtern bleiben. Ja, Frau Hans. Sie schaffen das schon. Nun kommen Sie mal. Ja, Frau Hans. Mahlzeit, Herr Lockstedt. Mahlzeit, Frau Hans. Alicia! Herr Lockstedt! Also das geht zu weit. Aber Tag, die Dame. was wollen Sie? Wer sind Sie? Inkassodienst Bargeld lacht. Ich treibe Geld ein, bei Ihnen 4.300. Und zwar ein bisschen zack, zack. Bei uns? Ledersitzgruppe Tessin, 2. Rate. Wir haben keine Sitzgruppe Tessin, wie Sie sehen. Wir haben keine Schulden. Ach, das sind unsere Nachbarn. Die heißen auch Hansen. Sparen sich das, ich kenne all Tricks. Wir haben keine
Sitzgruppe gekauft und schon gar nicht auf Rat. Ja, nun mal raus mit dem Piepen, sonst werde ich unangenehm, nicht? Was fällt Ihnen ein? Ich rufe die Polizei. Na. Mach hier keine fiese Mantanten, Schwester. Was läuft mir noch ein Rad vom Wagen ab? Gehen Sie, mein Mann ist nicht da. Ja, umso besser, dann geht das ohne Gewalt, nicht? Raus! Sie haben kein Recht. Nun machen Sie mal keine fiese Mantanten hier, sonst muss ich andere Seiten aufziehen. Ich krieg mein Geld, und zwar immer. Aber nicht von uns. Doch. Also, die Rechnung Hans Hansen wird nun bezahlt. Ne? Meine Rose. Mein Mann ist nicht Hans Hansen. Sondern Der andere Hansen, unser Nachbar. Grimms Märchen, was? Ja, er kennt die Visage von ihrem Mann. Sie können hinziehen, wo Sie wollen. Ich finde sie immer. Aber beim ersten Mal bin ich immer ganz verträglich. Aber heute ist das 3. Mal. Heute kassiere ich. Ich hab Gott sei Dank, schnell! Hilf mir! Da ist ja unser Unschuldslamm. Sehen Sie, Madame, Löwen gehen auf Stelzen, ne? Na, soll ich Sie nun vor Ihrer Frau mal ein bisschen auseinandernehmen, was? Moment. Die Rechnung ist schon bezahlt. Sie kommen nun mit in Bramskamp 19e und da kriegen Sie die Quittung. Tschüss, schöne Frau. Mua. Aber das muss... Was? Davon weiß ich ja gar nichts. Aber das muss ein Irrtum. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, mein Mann ist doch auch dagegen. Ja, also bitte. Sowas. Oh, Hans! Was ist das denn? Das ist der Autofeuerlöscher, das siehst du doch. Der muss frisch aufgefüllt werden. Wieso? Ja, ich hatte eine kleine Panne. Was ist passiert? Soll da nix, ein kleiner Kabelbrand hinterm Armaturenbrett. Wenn's weiter nichts ist. Warum hustest du so? Ja, was meinst du, was das qualmt? Bist du denn in den Wagen geblieben? Ja, was hätte ich denn sonst tun sollen? Aussteigen und weit weglaufen. Da wäre der Wagen noch abgebrannt. Ja, eben! Das wäre der schönste Tag in meinem Leben gewesen. So schnell gebe ich nicht auf. Nee, du, ich habe das Dach und all die Lüftungsöffnungen dicht gemacht, dass das Feuer nicht noch angefacht wird. Ne? Dann habe ich die Kabel rausgerissen, die ich zu fassen kriegen konnte, damit der Kurzschluss zu Ende kommt. Aber das hat immer weiter gequalmt, weil alles aus PVC anfing zu schmoren. Hans, das ist hochgiftig. Ach was, dann habe ich den Brand ja in den Griff gekriegt, ne? Bin zu Fuß weitergegangen und morgen wird der Wagen abgeschleppt. Auf den Schrottplatz. Nee, in die Werkstatt. Hans, dein Wagen ist lebensgefährlich. Ach was, das ist längst nicht so gefährlich wie so ein Versagerbrand. Ja, Vergaserbrand, ja, du gehst mir auf die Nerven. Ich habe mal eine Aufstellung gemacht, was das Reparieren bis jetzt gekostet hat. Nee. Willst du wissen, was dein Nee. Wagen bis heute an Nee, Unkosten... nee, will ich nicht. Na also. Also, wasch dich, rasier dich und zieh dich um? Warum? Hast du das vergessen? Wir gehen mit Hans und Christine japanisch essen. Nachdem sie dir diesen Inkasso-Hein hier auf den Hals gejagt haben? Ach, das war doch ein Versehen. Er hatte das Geld ja schon längst überwiesen. Ja, egal, wir können nicht zum Essen fahren, das Auto ist kaputt. Sie nehmen uns weg. Mit 4 Mann in dem Lancia, in dieser italienischen Sardinenbüchse. Die paar Kilometer. Ich würde in meinem eigenen Schweizer trinken nur. Und überhaupt, muss man denn egal weg ausgehen? Kann man nicht mal für ein Ei und Butterbrot zu Hause bleiben, mal ein gutes Buch lesen oder mal Fernsehen oder so? Damit kann man sich aber nicht so gut amüsieren. Ja. Er gefällt dir, ne?
Beide gefallen sie mir. Mir ja auch. Ach? Ja, doch. Aber auf der anderen Seite, Leute, die Päckchen kriegen, die ticken. Und denn, Doris, ich sag dir, die haben einen Berg Schulden. Wetten, der Lancia, das ist ein Leasingwagen. Hans hat doch alles geleast, wahrscheinlich sogar seine Frau. Er hat immer eine Überraschung in petto. Oh ja. Oder er bringt uns Blumen mit. Uns? Dir? Nein, uns. Christine und mir. Wir haben Blumen genug im Vorgarten. Ach, Blumen. Weißt du, Blumen annehmen, das ist ein ganz besonderer Augenblick. Immer wieder. Wie so ein kleiner Flirt. Ein Flirt spielt damit, was denn doch nicht passiert. Ich will dir mal was sagen. Wenn nichts passiert, hat Flirten keinen Sinn, dann bleibt unterm Strich ja nichts übrig. Ne? Typisch. Also das ist wieder typisch. Vor 5 Jahren hast du anders gedacht. Oh nee. Jetzt geht das wieder los. Alicia. Ich kann das nicht mehr hören. Ha, du wirst das noch so oft hören, bis du das zugibst. Also gut. Gut, ich gebe es zu, damit endlich Ruhe herrscht. Doris? Ja. Ich gebe es zu. Na, siehst du. Na, endlich! Jahrelang hast du mir kein Sterbenswort gesagt. Naja, um sowas einzugestehen, da muss man ja auch erstmal die richtige Zeit abpassen. Und die ist nie und nie gekommen. Wir waren gerade so lieb miteinander vor 5 Jahren. Ja, aber du bist doch nicht zu kurz gekommen. Was? Also, du bist gut. Du machst dir ein schönes Leben. Was? Ein schönes Leben? Sowas ist gräsig für einen Mann. Was? Ja, immer diese Kungelei. Immer muss man auf dem Qui-vive sein, darf keine Spuren zurücklassen, darf die Vornamen nicht verwechseln, wenn sie nicht denselben haben. Ja. Ach, soll ich dich jetzt auch noch bedauern? Doris, eine Frau mal so nebenbei in 18 Jahren, da kann man doch nichts zu sagen. So, findest du? Ja. Hast du sie verführt oder sie dich? Ja, wenn du mich so fragst, ja, ich will mal sagen, ich glaube, ich sie. Naja, zumindest was. Ist doch nicht so ein Drömelglas, wie ich gedacht habe. Ja, manchmal schätzt man seinen Partner nicht hoch genug ein. Ach, du bist auch noch stolz auf deine eine Frau nebenbei. Ja. Was? Nee, nein, Doris. Na, nicht doch. Hauptsache ist doch, du bist wieder gut. Ich muss jetzt erst noch ein bisschen überlegen, ne? Also, so schnell geht das nicht. Doris? Wollen wir uns das nicht ein bisschen gemütlich machen? Hm? Bisschen miteinander schnacken und das japanische Essen vergessen wir einfach. Wir haben das doch nun mal abgemacht. Was ist denn da so schlimm dran? Alles. Man sitzt nicht um einen Tisch rum, nee, man sitzt um eine glühend heiße Metallplatte. Wird mir beim Essen nicht egal, wenn ich die Finger verbrenne. Von dem, was du Auto nennst, bist du doch Feuer gewohnt. Und dann isst man ja auch mit Stäbchen. Ja, dann brauchst du 10 Minuten, um einen Reiskorn aufzubringen. Wozu sind Messer und Gabel denn überhaupt erfunden worden? Ich will beim Essen nicht immer in Schweiß geraten. Man muss im Leben immer was Neues von sich verlangen. Aber nicht beim Essen. Und überhaupt diese Japaner, Mann, die sind doch fast wie so eine Besatzungsmacht. Was?
Ja, fahr doch mal nach Rotenburg ob der Tauber. Da wimmeln mehr Japaner in den Gassen rum als Franken und die knipsen alles kaputt. Und die Leute, die machen das alles so mit, ne? Du, ich rede ja schon fast selbst Japanisch. Was? Ja, Kawasaki, Nikon, Daihatsu, Mazda, Suzuki, Mitsubishi, Honda, Subaru, Toyota, Panasonic, Canon, Mamiya, Yashica. Also gut, ich rasiere mich, ich ziehe mich um. Ja, lass mal, ich gehe schon ran. Hansen, ja, Moment. Also da sind Sie ganz bestimmt falsch verbunden. Ist ja wohl eine Unverschämtheit. Können Sie mal versuchen, ne? Idiot. Ich soll einen Leserbrief geschrieben haben für die Umgehungsstraße. Ja, vorhin hat auch schon einer angerufen und mit mir geschimpft. Für die Umgehungsstraße, 100 Meter von hier. Vielleicht mal wissen, was für ein Durchspaddel solche Leserbriefe schreibt. Hans ist eben anderer Meinung als du. Ich verstehe nicht, wie man anderer Meinung sein kann als ich. Hans? Du, dem werde ich aber den Kopf zurechtsetzen, ne? Ach nein, mir wird lieber, wir hätten vergnügten und fröhlichen Abend. Ja, in einem japanischen Restaurant, wo die Kellner grinsen, während sie dich am liebsten umbringen würden. Also Hans, jetzt sei doch mal ein bisschen tolerant. Tolerant. Toleranz ist, wenn jeder mit mir nachsichtig ist, aber ich doch nicht mit den anderen. Also gut, ich versuche das dir zuliebe. Danke. Hansen, haben Sie nicht eben schon mal angerufen? Ja, ich sag Ihnen doch, Sie sind falsch verbunden. Ich bin nicht Hans Hansen. Ich bin Hans Hansen. Und dazwischen liegen Welten. Ende. Hallo, Hans, ich freue mich so auf den Abend. Ja, und ich erst. Hallo Nachbar. Hier, was ganz Besonderes. Für schöne Stunden. Ja, Päckchen, das tickt. Nee, Kaviar. Von seinem Chef Erfolgsprämie. Viel zu viel für uns. Wir haben die Hälfte abgefüllt. Du guckst so ungläubig, Hans. Oh, kann Kaviar nicht ausstehen. Aber das ist echter. Wahnsinn! Den solltest du mal abends in einer schönen Stunde mit deiner Frau. Danke, Hans. Ich stelle ihn in den Kühlschrank. Hans, du musst dich noch umziehen. Lass dir Zeit. Der Tisch ist erst für Punkt 8 bestellt. Kann sowieso nicht mit. Ich muss mich ja hier am Telefon beschimpfen lassen. Wegen dir. Wegen mir? Hast du vielleicht keinen Leserbrief geschrieben? Für die Umgehungsstraße? Ach, steht er im Blatt? Wieso? Weil 90% der Nachbarn dagegen sind. Dann gehöre ich eben zu den anderen 10%. Du, ich bin in 3 Minuten auf der Autobahn, statt mich stundenlang durch die Stadt zu quälen. Ein anständiger Bürger ist für die Mehrheit. 10% sind im Schiedegol. Aber Hans, Mein Hans ist doch bloß anderer Meinung als du. Ja, und wer muss sich hier anonym beschimpfen lassen? Was können wir denn nun tun? Das in der Zeitung klarstellen? Der Leserbrief vom 5. des Monats ist nicht von Hans Hansen, sondern von Hans Hansen. Ja, machst dich auch noch lustig, ne? Ja. Ja, mir ist der Spaß am Essen vergangen. Und dann auch noch japanisch. Guten Appetit. Ich bin satt. Hans! Oh. Ihr müsst entschuldigen, er meint es nicht so. Wir gehen natürlich mit. Pass auf, Doris. Lassen wir das für heute. Hans bestellt den Tisch wieder ab. Und nächste Woche, wenn alles in Lot ist, dann gehen wir alle 4 zusammen aus. Tut mir leid, Doris. Besonders deinetwegen. Aber Christine hat recht. Wir holen den Abend andermal nach. Danke, Hans. Grüß ihn schön. Er soll sich beruhigen. Wir erzählen überall, dass wir die schwarzen Schafe sind. Hans!
Sind Sie weg? Das war unmöglich von dir. Du kannst doch auch mal was mit Humor nehmen. Humor hat man, wenn es einem gut geht. Wenn man sich ärgert, ist Humor blödsinnig. Jetzt hast du uns einen wunderschönen Abend verdorben. Dass Sie uns so im Griff haben, das hängt mir so und so zum Hals raus. Du hast keinen Grund, eifersüchtig zu sein. Du nicht. Weißt du was? Er ist besser zu leiden als du. Danke. Ich bin so froh, dass Sie hier aufgetaucht sind. Sie drängen sich in unser Leben. Mit Blumen und Kaviar, mit Radtouren und Sauna. Gitt. Wenn wir nicht aufpassen, dann wird da noch Freundschaft raus. Ja, und? Ich freue mich daran. Ja, so und so meist keine Freunde. Wir haben uns. Langt das nicht? Nein, das langt nicht. Wir sitzen da, als wenn wir mit Blei ausgegossen wären. Merkst du das gar nicht? Wir sind ja schon tot, wir wissen das bloß noch nicht. Ich halte das nicht mehr aus. Ich halte dich nicht mehr aus. Was? Ich muss mal eine Zeit lang ohne dich leben. Ich nehme mir eine lütte Wohnung in der Stadt. Weißt du, was sowas kostet? Geld. Aber besser, als das kostet mich das Leben. Jedes Wort von dir quält mich. Und das ist schlimm. Vielleicht mache ich Fehler. Machst du keine? Oh doch. Aber du hast ja die richtige Meinung gepachtet. Das halte ich nicht mehr aus. Da sind doch bloß die schuld dran. Das haben die dir doch eingeredet. Ach, du Stuerkopf. Und dich habe ich mal so lieb gehabt. Danke. Danke, das war deutlich. Kommt bloß alles auf einmal. Nein, das kommt nicht auf einmal. Wenn du Ohren gehabt hättest zu hören. Falsch verbunden, Idiot! Kannst du nicht noch ein bisschen charmanter sein? Ach, Charme. Charme ist was für Wiener, Italiener oder Franzosen. Ich brauch keinen Charme. Ja, dann ist ja wohl alles klar. Weißt du, was ich nur tue? Nee. Was? Ich gehe spazieren. Bitte. Hans? Hallo, Doris. Hallo, Hans. Oh, das grummelt draußen. Hier drinnen auch. Komm doch rein. Danke. Doris, tut mir leid, wenn ich da was angerichtet habe. Hat er sich beruhigt? Er geht spazieren, dabei erholt er sich am besten. Aber das regnet. Junge Hunde. Ich will hoffen, er verkühlt sich nicht. Ich will hoffen, er verkühlt sich. Was? Ach, er hätte das verdient. Also vergrält bist du besonders schön. Ich verstehe ihn nicht. Wenn man so eine schöne Frau hat, kann man doch nicht, egal welch, so muffig sein. Oh, doch. Wenn man die Liebe erhalten will, dann muss man auch was dafür tun. Du hast heute aber ein ganz apartes Kleid an. Los, das Preisschild guckt raus. Oh, dann haben Sie an der Kasse vergessen. Darf ich?
Hallo, Doris. Wenn ich die Augen zumache, bist du Hans Hans. Bin ich ja auch. Ja, richtig. Hans! Hans! Hans? Hans! Du kämpfst ja um mich. Kommst du zum Mittagessen? Ich muss noch in die Werkstatt. Der Wagen braucht einen neuen Anlasser. Na ja. Seit der letzten Panne war ja wenigstens 3 Tage lang nix. Danke. Dann geh an die Pommesbude. Du hast vergessen, mir zu sagen, dass ich mir ein neues Auto kaufen soll. Das ist vorbei. Unsere Ehe ist so kaputt wie dein Auto. Sie liegt auf dem Ehefriedhof. Ehefriedhof. Tja, der größte Friedhof von der Welt. Ein Auto lässt sich reparieren. Eine Ehe auch. Aber nicht mit Geld. Dafür muss man sich ändern. Das ist ja nun nicht mehr nötig. Hans 2 ist ja ganz und gar für mich eingesprungen. Ne? Ganz und gar noch nicht. Oh, das ehrt dich. Willst du ihn heiraten? Na, Kram. Hans und Christine verstehen sich doch wunderbar. Darum küsst er dich. Man kann ja auch mal auswärts essen. Mhm. Das tun sie gern. Dir ist sowas wohl noch nie passiert. Ja? Ach so, ja, richtig. Ihm nimmst du das nicht übel, wenn er ein Casanova ist, ne? Bei mir ziehst du eine Flunsch. Er ist ja auch nicht mein Mann. Und er ist charmant. Da kann man viel verzeihen. Und was bin ich? Ein Stinkstiefel. Der sich in seinem Harem eine Alicia leistet. Ach, dass ich das damals nicht gemerkt habe. Du musstest ja damals unbedingt auf Reisen gehen, ne? Zu deiner Mutter. Ach, damals war das. Ja. Und 10 Tage genügen dir schon zum Fremdgehen. 10 Tage können bannig lang sein. Ich war so einsam. Fernseher kaputt. Oh Gott, du armer Mann. Aber hübsch ist sie. Das muss man zugeben. Ja? Ja, du! Und dann erst mal vor 5 Jahren, da hättest du sie mal sehen sollen, Doris. Was hätte ich denn tun können? Oh, du Filou, du Schürzenjäger. Dori. Lass mich. Du. Mit diesem Schlag muss ich erst mal klarkommen. Dori Maus? Vergib mir, hm? Alles. Log steht. Moin. Morgen, Herr Lockstedt. Moin. Oh, Frau Hansen, haben Sie aber ein schickes Kostüm an. Danke, Herr Lockstedt. Das steht Ihnen aber sehr gut.
Apart. Ich wollte, das wäre wie früher. Da wurde die Post noch zweimal am Tag zugestellt. Oh, Herr Lockstedt, das haben Sie aber mal nett gesagt. Oder ganz früher, Kaiserzeit. Da kam die Post noch 5-mal am Tag. Herr Lockstedt. Mann, was wäre das Kleid ohne das, was da drin steckt? Ist das neu? Nee, das ist aus der Kaiserzeit. Nein, das ist neu. Herr Lockstedt hat recht. Hast du das gekauft? Ja, natürlich. Was denn sonst? Herr Lockstedt, haben Sie mal wieder einen Problemfall? Ja, Frau Hansen. Die Sachen hier sind klar, Mann. Den wollte ich Ihnen doch lieber selbst geben. Sicher ist sicher, da steht auch keine klare Hausnummer drauf. Ja, und woher wollen Sie wissen, dass der für mich ist? Berufserfahrung. Ich will hoffen, Sie achten das Briefgeheimnis. Sicher, sicher. Oder sollen die nebenan vielleicht zu wissen kriegen, dass Ihre Frau Gemahlin nichts für Ungut wegen Ladendiebstahls vorbestraft ist? Nein, das genügt, dass Sie das wissen, Herr Lockstedt. Ich wollte, ich wüsste es nicht. Zu Anfang ist mir das böse ans Herz gegangen. Ihn? Ja, wenn man sich ein Bild von einer Frau gemacht hat. Aber ich kann Ihre Situation ja auch verstehen, Frau Hansen. Das ist doch menschlich zu begreifen. Bitte was? Na ja, entschuldigen Sie, Herr Hansen, wenn es nicht anders geht und eine hübsche Frau sich bloß Sachen aus dem Second-Hand-Shop kaufen kann und immer in so ein Auto fahren muss und die Ehe ist auch schon 200.000 Kilometer gelaufen. Jetzt wird ja wohl der Hund in der Pfanne verrückt. Ich wollte alle Hunde wehren in der Pfanne. Was? Als Briefträger. Ich meine Ihre unverschämte Sappelei. So ein Fehltritt ist philosophisch doch zu verstehen. Siehst du, Herr Lockstedt versteht mich. Ja, nun wird's aber hier langsam Zeit. Und nebenbei, Herr Hansen, die daneben an, die wissen das. Schon lange. Ich hoffe, mein Brief verwechselt, der was mit Ihrem Vergehen zu tun hat. Ich hätte ihn lieber... Ach, Herr Lockstedt, Sie lassen doch keine Post verschwinden. Aber dann wird man gern mal Schicksalsspiel. Herr Lockstedt! Und obendrauf, es gibt auch Menschen, die mich schlecht behandeln. Kein Weihnachtsgeld, kein Grog bei Kälte und die Leute mit scharfen Hunden. Wir haben keinen Hund. Sie nicht, aber die anderen. Solange ich als Briefträger unterwegs bin, bin ich schon 72 Mal gebissen worden. Hand, Bein, Achterbacke. Und da muss ich noch dankbar sein, wenn ich mir da keine Blutvergiftung bei weghole. Oder die Tollwut. Großer Gott! So, dann will ich mal weiter. Schönen Tag noch. Und Kopf hoch, liebe Frau Hansen, wir sind alle keine Engels. Mahlzeit! Manchmal traut man seinen Ohren nicht. Hans und Christine wissen also von mir und haben da noch nie ein Wort drüber verloren. Also das finde ich richtig anständig. Wäre ja auch schön blöd von ihm. So hat er das doch viel leichter bei dir. Oh Mann, ich wollte doch geküsst werden. Ich bring ihn um. Also Hans, du sag das nicht immer. Wegen einem Kuss heutzutage. Weißt du was? Du kannst ihn bloß nicht ausstehen, weil du gern so wärst wie er. Was, ich? Wie der? Ich lach mich tot. Ja, weil er das Leben leicht nimmt. Und das musst du erst noch lernen. So, ich muss los. Ich mach mich fertig. Willst du dich noch ein bisschen hübsch machen? Hat Hans sich für deinen Kursus angemeldet? Vielleicht. Kann ihm doch nicht schaden, ein bisschen besser Englisch zu reden. Oder Japanisch. Oder Französisch. Frauen. Wenn man eine andere hat, dann ist man Casanova.
Wenn man keine andere hat, dann ist man Schlappschwanz. Das zeigt man eine Ruhe. Hallo Hans. Bist du allein? Ja, kann man so sagen. Und du, komm rein. Ich auch. War nicht allein. Bös allein? Verteufelt allein. Ahnt man gar nicht, wenn man euch beiden so zusammen sieht. Glaubst du, das ist lustig? Andauernd zweite, dritte Mahnung. Zahlungsaufforderung, Gerichtsvollzieher, Inkassobeamte. Ja, ich kenne das. Von meiner Arbeit. Ja, von anderen Leuten. Wenn Hans Geld hat, dann gibt er das sofort wieder aus. Dann schenkt er mir ein Kostüm und er kauft sich ein neues Auto. Und dann ist wieder Ebbe in der Kasse und er geht auf Pumptour. Bei dir gibt das sowas nicht. Du bist ein Bollwerk in der Brandung. Naja. Dafür habe ich andere Fehler, ne? Vielleicht. Man sicher niedliche Fehler. Süße Fehler. Danke. Was hältst du von einem Glas Sekt? Bloß wir beiden? Ja, du holst die Gläser, ich hol den Sekt. Wird gemacht. Auf deine Gesundheit, Christine. Danke, Hans. Auf deine. Ich mach dich. Aber du hast deinen Mann doch lieb. Nützt ja nichts, wenn er andauernd woanders rummacht. Er schreibt sogar Annoncen. Annoncen? Na, Kontaktanzeigen. Welche Volp-Lady möchte mit mir 35-187 Sportel gut aus Lancia ihre Erot-Vue ausleben? Ausleb heißt ausleben. Ja, Und Vollbe heißt vollbusig. natürlich. Ja, und warum schreibt er die Wörter nicht aus? Weil das billiger ist. Das ist natürlich richtig, ja. Und dann ist das auch so eine Art Fremdsprache, die jeder versteht, der sowas liest. Attracpa. Unternehmungs. Gehö, nif, vue adäquasie als Erg für Zertel treffs. Und er zeigt dir diese Annoncen? Nee, ich habe sie zufällig gefunden. Ja. Er behauptet, dass ihm bloß die Antworten Spaß machen. Und die Fotos. Er sagt, er geht da gar nicht weiter drauf ein. Du würdest sowas nie mit mir machen. Tja, vielleicht bloß, weil ich zu bangbüchsig bin, ne? Vielleicht steckt ja auch so ein ganz klein wenig was von deinem Hans in mir. Ich lebe das bloß nicht aus. Und dann, ich glaube, eine Frau will auch mal was zum Vergeben haben. Tja, mal wohl. Aber nicht egal weg. Ich habe mir so gewünscht, zu Anfang, dass er mich meint. Wenn ich Hans wäre, ich würde dich meinen, Christine. Danke. Ach, und dann immer so diese Raserei mit seinem Lancia. Wie schnell fährst du? Ja, höchstens 130. Ein 130er. Der fährt 200, dieser Windhund. Einmal, als er mich von Tour angerufen hat, da war so ein Frauenlachen im Hintergrund. Da habe ich mich an französischen Film erinnert. Das Paar auf dem Bett im Hotelzimmer. Und der Mann hat das Telefon auf dem Achtersten von seiner Liebsten, während er mit seiner Frau telefoniert hat. Da bin ich mit 110 durch die Stadt gerast. 110 in geschlossener Ortschaft? Ja. Wegen dem Achtersten, ne? Mhm. Ja. Und der Führerschein war für ein halbes Jahr weg. Halbes Jahr lang nicht gelebt, arme Christine. Zu dir kann ich Vertrauen haben. In allen Dingen. Danke. Du machst mich doch auch. Das sehe ich dir an. Ja. Das blinkert so in deinen Augen. So? Blinkert? Ja. Suche zufällig
Jungferl, Fürsorgelmann, für zärte Stund. Sie ist doch da. Du bist gar nicht allein. Allein schon. Hans, wolltest du, dass sie uns überrascht? Nee, ich habe das bloß beiseite geschoben, dass sie da ist. Christine, ich will das noch mal mit ihr versuchen. Aber bloß, wenn dir das recht ist. Das verstehe ich. Das war bloß ein kleiner Wunschtraum. Vorbei. Christine, wenn ich dich getroffen hätte, vor ihr. Das war ein wunderbares Kompliment. Wirklich? Ein Kompliment? Ich habe ein Kompliment gemacht. Aber ja. Tag, Hans. Tag. Na? Hast du ihm das schon gesagt? Was? Das mit dem Fernseher. Nee, da bin ich noch gar nicht zugekommen. So. Weißt du, was los ist? Was ist denn passiert? Unser Fernseher geht nicht. Vielleicht ist er kaputt. Nee, das liegt am Kabel. Auf dem Bildschirm sind bloß Wellen und Streifen. Oh, kann das Programm ja auch nicht viel schlechter durch werden, ne? Und die Fans aufschauen. Nee, unser funktioniert wunderbar. Hörst du alles in War das Ordnung? gestern in Stuttgart? Na gut, dann komm, Chris. Ja, Hans. Tschüss, Hans. Tschüss. Und grüß deine Frau. Ja, mach ich. Hallo, Hans. Ach, Christine? Doris, du bist ja doch da. Du wolltest mir doch die Tulpenzwiebeln geben. Ja, die sind in der Garage. Komm. Ja, dann viel Glück mit deinem Fernseher, ne? Hans, wenn du dich nicht änderst, dann bist du deine Frau los. Dann haut sie ab. Vielleicht zu dir? Nein, ich meine überhaupt. Mensch, Hans, ich will, dass ihr zusammen bleibt. Du! Mir kommen gleich die Tränen. Weil ich dich mag. Du meinst meine Frau. Ich meine euch beide. Ich hätte dich gern als Freund gehabt, so verschieden wir auch sind. Na, das mit der Freundschaft soll ja nur wohl nicht sein. Liegt wohl an unserem Namen. Schade. Zusammen wären wir nicht zu schlagen. Danke, Doris. Das ist nett von dir. Kommst du, Hans? Ja. Tschüss, Hans. Tschüss. 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 Was wollte er? Oh, weiter nichts. Ihr Fernseher geht nicht. Und unserer? Ja, der geht. Wunderbar. 1A Qualität. Dann ist ihrer kaputt? Nee, der Verteilerkasten ist in unserem Keller und ich habe sein Kabel abgeklemmt. Und ich habe noch ein paar Ideen, um ihn hier rauszuekeln. Hans, das ist doch Kinderkram. Er passt nicht in unsere Gegend. Ich brauche keinen Doppel, der in der Nachbarschaft rumküsst. Und wenn er sich nicht vertreiben lässt? Dann bringe ich ihn um. Also Hans, du sag das nicht immer. Einer von uns beiden ist zu viel. Entweder hier in der Gegend oder auf der Welt. Warum kannst du ihn nicht ausstehen? Bloß weil er mir gefällt? Nee, weil er Christine piesackt. Und weil er sich mit Frauenzimmern schreibt, auf Annoncen hin. Suche Vollbe-Modell für Verspiele. Hans, du bist ja in Christine verliebt. Doris, wenn du nicht wärst. Na also, na endlich. Na endlich? Endlich gibst du mal zu, dass du auch bloß ein Mensch bist. Sei vorsichtig mit dem Umbringen. Du hast ein Motiv. Mach das bloß, wenn ich ein wasserdichtes Alibi hab. Und wenn es alles nichts hilft, dann ziehen wir um. Tja, und wenn da auch so ein Hans Hansen oder so... Dann bringe ich ihn auch um. So, ich muss zum Dienst. Ich bring ihn um, ich bring ihn um. Ich kann's bald nicht mehr hören. Alles, was
Mein Blut auf Ihrem Teppich. Ach, Herr Lockstedt, das ist doch nur egal. Kommen Sie, setzen Sie sich hier hin. Ich hol Verbandszeug. Haben Sie das immer zur Hand? Mein Mann verletzt sich ja gern mal beim Auto reparieren. Oh. Der Schäferhund. Nee, der Schäferhund ist eigentlich ganz nett. Der hat mich erst zweimal gebissen. Das war der Kampfhund von nebenan. Das ist ja gräsig, armer Herr Lockstedt. Das tut gut. Mitten in die Wade. Ja. Schäferhund und Docken beißen höher. Kampfhund und Terrier gehen an die Waden. Bei denen franzt die Wunde immer mehr aus. Wie schön, von Ihnen verbunden zu werden. Aber Herr Lockstedt. Da lasse ich mich gerne für beißen, jeden Tag. Jetzt machen Sie aber mal einen Punkt. Doch, Sie versorgen mich auf den Knien. Das ist wunderschön. Ich könnte mir was Schöneres vorstellen. Sie machen das wunderbar. Da wird keine Narbe zurückbleiben. Gott segne den Hund. Frau Hansen, ich in Ihrer Hand, in Ihrer Nähe, als Romeo mit seiner Ophelia. Wollten Sie denn zu uns, Herr Lockstedt? Ja, natürlich. Was gibt es denn? Ich wollte bloß sagen, wenn Sie mal einen Brief brauchen, um Hansen 2 was in die Schuhe zu schieben, dann verwechsel ich gerne mal was. Aber Herr Lockstedt. Sie sollen mal bloß wissen, ich stehe voll und ganz auf Ihrer Seite. Für Sie tue ich alles. Ja, aber was sollte ich denn gegen ihn haben? Sie sind meine liebsten Kunden. Sie helfen, wenn's nötig ist, haben nette Worte. Aber was ich den alles ins Haus schleppen muss, das ist ein Schande wert. Wie meinen Sie das? Voll Erotgespielen, Wühlgesetz mit fantasievollen Pos. Und das muss ich austragen. Lockstedt, Sie wissen ja alles. Mein Mann will ihn umbringen. Kann ich verstehen, liebe Frau. Mord, Herr Lockstedt. Wenn Sie ihn zu fassen kriegen, kriegt er lebenslänglich. Unmöglich. Bei dem Kerl da, das wäre den Mord im Effekt. Mahlzeit. Mahlzeit, Frau Hansen. Schon wieder? Oh Mann, Entschuldigung. 561875. Lisbeth, na endlich. Ist Hans bei euch? Na, oh, Gott sei Dank. Grüß Werner schön. Tschüss. Hans, du kommst ja so spät. Hallo Doris. Ich hatte noch was zu erledigen. Was Wichtiges. Was Wichtiges. Ging um Leben und Tod. Hat aber geklappt. Was hat geklappt? Ja, na das, Doris. Du meinst, das glaube ich nicht. Doch, ja, Schluss, aus, vorbei. Nein! Muss ja mal sein. Rappelt das bei dir? Nee, im Gegenteil. Wir sind ihn los. Er hat mich zu sehr geärgert. Das gibt es doch nicht. Du? Ja, nachdem ich mir das in den Kopf gesetzt hatte, ging das ganz einfach. Einfach? Na, du bist gut. Ja, und nun? Wie bringst du ihn an die Seite? Soll ich dir dabei helfen? Nee, nicht nötig. Er ist verkauft worden. Organhandel? Doris! Du glaubst doch nicht, dass ich Hans von dem anderen... Ich bring ihn um! Oh mein Gott, Gott sei Dank, Mensch.
Ja, nu, wie kommst du nur ins Amt? Ja. Mit dem neuen Wagen. Was, du hast dir einen neuen Wagen allein gekauft? Allein? Guck du mal raus. Der! Ja! Zitronengel! Ja. Das ist dein neuer Wagen! Juhu! Doris, 18 Jahre grau in grau. Der Alte hat mich alt gemacht. Und dennoch ein Cabrio, du! Ja, wir sollten uns mal so ein bisschen den Wind um die Nase wehen lassen. Ich habe noch was für dich. Ja? Nein! Ta, ta, ta. Für dich. War teuer. Um diesen Tag zu feiern. Was feiern wir denn? Ja, den neuen Wagen, das neue Haus und dass wir die beiden endlich los sind. Bloß weil er mich einmal geküsst hat. Ach was, ist doch Kinderkram. Du kannst dir doch einen Kuss geben lassen, von wem du willst. Hans? Ja, aber bloß, wenn dir danach ist, ne? Nee, das größere Problem sind ja Christine und ich. Was? Sie hat mich lieb. Was? Ich brauche bloß mit dem Kopf zu nicken und sie würde mich morgen heiraten. Nein, sag bloß. Tja, und obendrein, das kommt noch dazu, ne, so unter uns gesagt. So was Besonderes ist Hans im Bett nicht. Warst du dabei? Nee, sie hat mir das mal so nebenbei erzählt, ne, diese jungen, sportlichen Prahlhansen, du, aber wenn es ernst wird, ne, wenn er mal wieder von so einer Vertretertour zurückkommt und da ist nichts bei rausgekommen oder Zahlungsbefehle, Doris, ich sag dir, Feierabend. Arme Christine. Ja, gut, dass wir wegziehen. Ich möchte diesem armen, traurigen Ding nicht immer als so eine Art Wunschtraum vor Augen stehen, der denn doch nicht Wirklichkeit werden kann. Das ist aber hochanständig von dir. Darum trinken wir beide nur auch Champagner. Weil du sie nicht heiratest. Nee, nicht bloß darum. Auch auf den neuen Anfang. Von nun an Gorch-Fockweg Nummer 5. Nicht mehr Brahmskamp 19D oder E. Von nun an Hans Hansen. Unverwechselbar. Ich hab noch was für dich. Noch was? Ist das nicht ein bisschen viel für einen Tag? Ach was, das kannst du doch ab. Lockstedt. Tag, Frau Hansen. Tag, Herr Lockstedt. Da, Lockstedt. Tag, Herr Hansen, Brief für Sie aus Aachen. Was steht da denn drin? Herr Hansen, Sie mache ich. Ihre Post ist mir heilig. Danke. Wissen Sie, Umschlag, Briefmarke, Anschrift, Handschrift, Gewicht, Absender. Dann weiß man alles. Darum verwechseln Sie jetzt auch keinen Hansenbrief mehr. Das Thema ist ausgestanden. Die anderen Hansen ziehen weg. Was? Sind Sie sicher? Natürlich. Brief vom Abgeordneten, vom Amtsgericht, vom Grundbuchamt. Ich denke nur, Sie haben ein Haus geerbt. Wo ziehen Sie hin? Nach Mallorca, Teneriffa, Malediven? In den West von der Stadt. Wohin da? Gorch-Fockweg 7. Das gibt es nicht. Das ist nicht wahr. Was ist denn los? Sie können mir das ruhig verraten. 2 lang, 2 breit weiß ich das ja doch. Sie ziehen dahin, wo wir auch hinziehen. Gleich nebenan. Oh, Sie tun mir leid. Sie tun mir ingrimmig leid. Na, ich kann bloß wünschen, dass Sie damit klarkommen. Ach, hier, eine Postkarte mit dem Buckingham-Palast darauf. Von Ihrer Tochter. Klingt ziemlich traurig. Gut, dass wir das von Ihnen zu wissen kriegen. Dann ist der erste Schreck beim Lesen weg. Sie machen sich da kein Bild, wie ein das alles das Leben schwer macht. Oh, armer Herr Lockstedt. Möchten Sie eine Tasse Tee? Gerne, Frau Hansen. Von Ihnen gerne.
Wenn Sie wegziehen, dann brauche ich mich ja gar nicht vor der Zeit pensionieren lassen. Ja? Wie meinen Sie das? Herr Hansen, ich habe Ihre Frau lieb. Es ist wirklich nett von Ihnen. Ihnen kann ich das ja sagen, nicht wahr? Ja, natürlich. Wem denn sonst? Ich habe Sie unglücklich lieb. Ja, das tut mir nun wieder ingrimmig leid. Aber sie hat mir da nie was von erzählt. Ich halte das nicht mehr aus. Jeden Tag mit ihr zu schnacken, meine Wunden von ihr verbinden zu lassen, meine Gefühle zu verbergen. Das kann ich ja verstehen. Aber warum haben Sie ihr nie was von Ihrer Liebe gesagt? Aber Herr Hansen, zwei Menschen auseinanderreißen, die so lange zusammen sind, das wäre mir denn doch zu schofel. Ja, das ist wirklich sehr anständig von Ihnen. Meinen Sie denn, ich hätte bei ihr eine Chance gehabt? Ja, bis vor ein paar Tagen waren die Chancen noch ganz gut. Aber jetzt, ich weiß nicht. Ach, vielleicht finden Sie ja noch eine andere. Mit Ihrer Frau vor Augen? Ja, ist auch wieder wahr. Sehen Sie, ich habe das ja nie verstanden, dass gerade so einer wie Sie so eine süße Frau abkriegen muss. Ja, wer zuerst im Boot ist, kann sich die Paddel aussuchen. Ne? Ja, so ist das Leben. Ja. Ich will hoffen, Sie wissen nur, was Sie an ihr haben und dass Sie mit Ihrem neuen Briefträger genauso viel Glück haben wie mit mir. Und alles Gute. Mahlzeit. Ja, Mahlzeit, Herr Lockstedt. Ach, Herr Lockstedt, was ist denn mit Ihrem Tee? Nee. Sie nur noch mal zu sehen, das könnte ich nicht verknusen. Mahlzeit. Mahlzeit, Herr Lockstedt. Nö, der arme Kerl. Na, das waren ja vielleicht Neuigkeiten, was? Tja, nun sind wir uns wieder ausgeliefert. Hansen und Hansen. Dann haben wir ja gar nicht wegziehen müssen. Nee. Wir bleiben hier. Was? Ja, sparen wir einen Haufen Geld. Ja, aber Hans, in 1,5 Stunden haben wir einen Notartermin. Kann ich ja absagen, ist ja mein Beruf, ne? Notariat Kottusch, ja, hier ist Hansen. Bitte, Dr. Kottusch persönlich. Oh Gott, mir wird ganz blümerant. Aber keine Angst, das kriegt schon alles hin. Dr. Kottusch? Ja, hier ist Hansen. Ja, richtig, wegen Gorch-Fockweg. Ja, bei uns hat sich die Situation ein bisschen geändert. Wir würden gern vom Vertrag zurücktreten. Das geht doch, ne? Ja, ich weiß, dass das ein paar Mal kostet, aber grundsätzlich ist es doch kein Problem, wenn wir jetzt... Ja, ne, wunderbar. Ja, danke. Danke, wiederhören. Na? Ja, alles klar. Ja, aber die Kosten. Kosten sind doch nicht alles im Leben. Die paar tausend Mark, das sind noch Peanuts. Aber Hans! Doris, ich wollte schon immer mal nach Amerika. Mit dir. Wir nehmen uns einen Cadillac. Schneeweiß. Mit elektrischer Sitzverstellung. Und dann kutschiere ich dich durch die Staaten. Was ist das denn? Möbelwagen, Hans und Christine ziehen aus. Und wir bleiben hier. Hans, das hast du großartig gemacht. Tja, bloß Action bringt Satisfaction. Mir ist so viel durch die Lappen gegangen. Ich hoffe, wir haben noch ein bisschen Zeit. Für was? So ein bisschen Unsinn machen, mal so über die Stränge schlagen, aber alles in Maßen. Unsere Nachbarn. Hallo Doris. Hallo. Hallo Hans. Wir wollen doch gar nicht lange stören. Wenn ihr da draußen einen Möbelwagen seht, dann seht ihr richtig, das sind wir. Nee. Wieso das denn? Ich habe ein Haus geerbt. Von meinem Onkel. Wahnsinn! Herzlichen Glückwunsch. Nebenbei, in dem neuen Haus ist schon ein Rasenmäher. So ein großer für den Park. Wollt ihr nicht unseren haben? Ist er auch nicht kaputt?
Nee, geht ja wunderbar, da bringen wir gleich in die Garage. Unsere beiden. Sie haben so gar nichts gemeinsam. Aber jeder hat was. Ich wollte, mein Hans hätte mir von deinem, Christine. Und meiner von deinem. Dein Hans wird und zutscht nicht rum. Naja, es macht sich. Du warst gut für sein Selbstbewusstsein. Wirklich? Ja, bannig. Danke. So, das wäre das. Ja, vielen Dank nochmal. Ne? Also dann, liebe Freunde. Guten Tag. Guten Tag. Bitte, was können wir für Sie tun? Hans, jetzt tu doch nicht so, als ob du sie nicht kennst. Den Herrn kenne ich nicht. Ich wollte zu Herrn Hansen. Hans, das ist zwar ein bisschen spät, aber ich wollte dir bloß nachträglich zum Geburtstag gratulieren. Alicia! Muss das sein, meine Frau ist da. Christine! Alicia, das ist aber nett, dass du noch mal vorbeiguckst. Du kennst Alicia? Natürlich. Glaubst du, ich habe damals nichts gemerkt? Und als mir das zu lange gedauert hat, da habe ich ihr eine Stelle bei meinem Onkel in Tübingen besorgt. Dass sie dir aus den Augen kommt. Und ich fühle mich wohl und gut in Tübingen. Und ich habe keine Ahnung gehabt. Männer haben immer keine Ahnung. Muss entschuldigen, Alicia, aber unser Möbelwagen fährt gleich. Mein Zug auch. Ich wollte bloß noch auf Wiedersehen sagen. Alles Gute, Hans, für das neue Zuhause und die Zukunft. Danke, Alicia. Wahnsinn. Entschuldigen Sie noch einmal, dass ich gestört habe. Wiedersehen. 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 Tschüss, Christine. Das nächste Mal besuchst du uns in unserem neuen Haus. Dann haben wir mehr Zeit für dich. Sag mal, Alicia ist gar nicht deine. Nee, leider. Also jetzt schlägt's 13. Wieso? Du gibst hier an mit seinen Bettgeschichten. Also Moment mal, du hast doch partout darauf bestanden, Du dass möchtest gern Casanova. Ich kann es ja nachholen. Und versteh dich. So gut so, wie das jetzt mal ist. Ich verstehe kein Wort. Hat dein Hans auch was mit Alicia? Nein. Ich habe doch wohl was im verkehrten Hals gekriegt, aber das ist aus der Welt. Aber nun zu euch und eurem Umzug. Wo soll's denn hingehen? Nach Westen zieht der Treck. Gorch, Fock, Weg 7! Wahnsinn! Und das kommt genau zur richtigen Zeit. Wir haben doch gesagt, wat Mut, dat Mut. Nein, wirklich. Ach, Christine. Ach, das freut mich. Was wird's denn? Jung oder Dern? Deren. Wie schön. Das wird ganz bestimmt so eine Schönheit wie du. Tja, wir müssen. Was war das? Der Möbelwagen hat Hans neuen Wagen angebumst. So, das war der Kotflügel und die Stoßstange, das bezahlt die Versicherung und da wollen wir das denn mal mit bewenden lassen. Oh, danke, Hans. Danke, Hans. Und für euch alles Gute. Und lasst mal was von euch hören. Viel Glück, Christine. Wir drücken die Daumen für das Baby und für dich. Danke. Für euch auch. Alles Gute. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Mach's gut, ne? Tschüss. Kommst du? Ja, komm. Tschüss. Tschüss. Tschüss, tschüss. Schade, dass Sie weggehen. Kaum trifft man mal Menschen, die man mag. Gehen Sie wieder weg. Mir tut's auch leid, dass Sie weg sind. Es war immer so lustig mit Ihnen. Dabei fällt mir ein. Bist du der Vater? Christine sagt nein. Oh, du Unverschämte! Glaubst du,
man kann noch mal von vorn anfangen, egal wie alt man ist. Egal wie alt man ist. Dann habe ich noch was für dich im Wagen. Na nu. Weißt du, was das ist? Also, ich würde mal sagen, kein Kleid. Richtig. Und kein Parfüm. Auch richtig. Keine Bombe. Richtig, das ist ein Flocati. Oh, Hans. Eine wunderbare Idee. Ich habe noch was für dich. Oh, Hans. Das ist ja wunderschön. Das war doch bestimmt furchtbar teuer, was? Das hat der Dösbattel bezahlt, der meinen Wagen von der Werkstatt gekauft hat. Aber ich habe auch was für dich. Herrenparfüm. Dass du das bei den Frauen noch leichter hast. Oh Mann, das war aber teuer. Überhaupt nicht. In der Kosmetikabteilung war die Videoanlage ausgefallen. Herr Apostel! Dafür werden Sie Ihren Kopf hinhalten. Herr Apostel! Was wollen Sie? Apostel, was ist das für ein komischer Heiliger? Was wollen Sie denn hier? Ich habe Ihr Auto gekauft. Ganz normal.